Guten Dag met Nene, daar ben ik nog eens mal weer. Ik wil u vandaag is dat Grimmsche Märchen van de Frau Holle vertellen. Früher fangen ja alle Märchen so an, es war einmal. Maar wie in Sandplatt, wie seht dann, etwas ist ein Mal. Und das fängt so an, das Märchen, dass eine Frau in so ein Dorf lebte und die hatte 2 Töchter. Die eine war flietig und freundlich und die andere war faul und drieste. Und die Flietige, die muss voll mehr arbeiten für die Mutter als die Faule. Und darum saß sie dann oft an Brunnen in Dorf und moch Wolle spinnen. Und auf einmal, da stock sie sich in Finger mit ne Nadel. Und da wollte sie das Blut abwasken in den Brunnen und da fiel die Spindel in den Brunnen. Und ja, sie musste ja wehrhalen, wehrhemmen und da ist sie die Spindel nachsprung. Als sie die Besinnung was, da lag sie auf eine feine, wunderschöne, grüne Wieske mit volle Blumen und die Bienen flogen da rum und die Schmetterlinge, aber sie wusste gar nicht, was sie eigentlich nur was. Und da ging sie los und dachte hier irgendwo mit doch auch noch was Löwen. Und dann kam sie an so ein Backhüsken vorbei. Das ist ja bloß so ein 2 Meter hoch Hüsken, so aufgebaut, auf Steine. Und da wird bloß Stutens drin backt. Unten ist für und dann so eine Klappe ist Isen und da liegt wird dann die Brote drin schoben. Und als sie da ankam, wie das Brothüsken, wie das Backhüsken, da hören sie Stimmen. Halt us drut, wie Stutens bünd alle lange fertig backen. Ach ja, dachte sie, dat will ich war don, sonst wird sie noch schwatt und dann kann sie ja auch nicht mehr äten. Und dann ging sie hin und mägt dat kleine Kläppchen los und halen dann die Brote alle drut und lach sie dann auf ein kleinen Disken, wat auch in den Nächte stön, tot afkühlen. Und dann ging sie wieder. Und da kam sie an einen Apfelbaum vorbei. Und da hören sie wer Stimmen. Rüttel mi, schüttel mi, wie Appeln hier oben in Boom, wie bünd alle lange Riepe, schüttel mi und rüttel mi. Und da hung sie sich an so ein Tuch und rütteln und da fallen alle Appel von den Baum runter in Gröss. Und da dachte sie, nee, hier unten in Gröss könnte auch nicht alle liegen blieben, dann verfuhlt sie ja. Ich will sie alle auf einen feinen großen Hopen packen und dann sehen wir es wieder. Und da sie dann auch. Und dann ging sie wieder und da sucht sie achten so ein kleinen Hüsken. Und da dachte sie, da muss doch sicher was Löwen. Und als sie da ankam, kam gerade eine olle Frau ut dat Hus. Und die hatte so große Tande in den Mund. Und die küren sie aber ganz freundlich an und sagt, ach, komm mal drin in mein Hus, ich kann die Watte äten und Watte trinken geben. Und ich sög auch noch was helfen. Ich bin ja nur auch kein Öller, wo du süß. Und wenn ich doch noch eine Hölpe krieg hier in Tus und du bist ja ein Jungwicht, du kannst mir doch bestimmt was helfen. Ja, sagt die Flietige dann, das will ich auch gerne tun. Und dann ist sie da in Dienst gegangen und heft da holpen. Heft das Hus reinmagt und dann sagt die olle Frau, und was ganz wichtig ist hier bei uns, das muss auch ganz oft machen, muss hier mein Bett abschütteln, was hier in Fenster liegt. Und ich bin nämlich die Frau Holle. Und wenn du das Bett ordentlich abschüttelst, dann schneit das unten auf der Erde. Und das die Däne auch. Und aber noch ein paar Tage, da krieg sie doch ein Bettchen Heimweh. Und da sagt sie zu der Frau Holle, ach, ich wollte doch was leben, was wir noch Hus haben. Und
ja, sagt Frau Holle, das kann ich auch mal gut verstehen, dass du wer nach Hussein bist und ich gebe dir auch den Lohn. Und wann gehst achten durch die große Porte und wenn du dort durchkommst, dann kriegst du dort den Lohn. Und hier ist auch die Spindel wer, die kannst dann auch wer mitnehmen. Und dann mockst du die Porte los und als die flittige Dirne dann unter die Porte stehen, kam plötzlich eine Goldregen von Baum runter. Und sie hatte goldene Haare, sie hatte goldene Kleider, die Schuhe, die Strümpfe, alles was mit Gold. Und auch die Spindel, was auch alles mit Gold. Das ganze Gorn, was sie doch vorher sponnen hatte, das war alle mit Gold. Und als sie dann einen Schritt wieder ging, auf einen Tritt wieder ging, da stehen sie plötzlich wer in ihr Dorf, an den Brunnen, wo sie damals drin sprung was. Und da satt ein Hahn ob den Rand und den rieb, Kikeriki, Kikeriki, unsere Goldmarie ist wer hier. Kikeriki, Kikeriki, unsere goldene Jungfrau ist wer hier. Ja, und dann ging sie nach Hussein und dann vertellen sie, was ja alle so passiert was. Und da wollte die Fuhle und die Drieste, die wollen das auch haben. Die ging dann auch an den Brunnen. Da sagt die More, das geht bloß so, du musst auch an den Brunnen gehen und musst die in den Finger stecken und dann musst du in den Brunnen die Spindel noch springen und dann kannst du ja auch dann sicher noch was so einen goldenen Lohn kriegen und da können wir dann unser Leben lang können wir davon leben. Und so war das dann auch. Die Fuhle und Drieste ging auch an den Brunnen, stock sich in den Finger mit der Spindel und sprung die Spindel noch in den Brunnen. Und sie wurde auch wacker ob die große Wieske. Und dann kam sie auch wieder an das Backhüsken vorbei. Und da hören sie die Stimmen. Hallos hier Drut, wie Brode, wie Stutens, wie bünd a lange gabackt. Oh, sagt der Drieste, so weit kümmt dat. Ich soll uda Drut halen, dann verbrann ich mir noch de Finger, dat ich heb uda nicht drin dorn und dat geht mir nix an. Ich komm wieder. Und dann ging sie wieder und dann kam sie an den Appelbaum vorbei. Und da hören sie wer eine Stimme. Ach, rüttel mi, ach, schüttel mi, wie Appel hier bobben in Boom, wie bünd alle a lange Riepe. Ja, dat kann u so passen, dat ich dort hier nur rütteln, dann fallt ihm mi noch op'n Kopf und dat tut mi dann weh, da will ich nix mit de Don haben, blieb ma bei mein Baum sitten. Und dann ging sie wieder und kam dann noch dat Hüsken, wo die olle Frau mit de großen, langen Tande ut Hus quem. Und sie hatte auch keine Angst, sie wusste ja, dass das eigentlich eine ganz freundliche Frau Holle was. Und da beten sie sich auch forts an, dass sie wohl für ihr arbeiten wollen. Und das sie dann auch. Den ersten Tag mag sie alles gut und schön, was Frau Holle von ihr haben will. Und an zweiten Tag, da war das alle wer voll zu voll für sie, das was sie gar nicht gewöhnt hat, sie war donmuch und sie kloppen bloß im Bettchen, ob das Küssen, was den Fenster lach und das Schneede, da doch ob de Grunde, ob de Erde, bloß ein ganz klein Bettchen. Und an Dadendach, da wollte sie erst gar nicht mehr aufstehen. Sie dachte bloß daran, sie woll ihren Lohn und sie woll auch mit Gold beschüttet werden. Und da sagt Frau Holle, ja, wenn du nach Hussein willst, das kann ich auch verstehen und du kriegst auch den Lohn für deine Arbeit. Und ich mag liegst die Porte los und da kannst du durchgehen und hier ist auch die Spindel, dann lob mal erstmal ob die Porte to. Und als das die Drieste unter die Porte durchging, da wurden von Bomben, da kam kein Gold runter, nee, da kam Pech runter, Schwattpech, die Haare schwatt, das Kleid schwatt, alles was schwatt, die Arme und das Gesicht und alles was schwatt. Und da mag Frau Holle gau achter er die große Porte to
Und da stön die Drieste und Fuhle, wer an den Brunnen in Erdorp. Und der Hahn sagt auch, wer auf den Brunnenrand und rieb, Kikeriki, Kikeriki, unsere schmutzige Jungfrau ist wieder hier. Kikeriki, Kikeriki, unsere Pechmarie ist wieder hier. Ja, und dann ging sie gau nach Husen und sie versuchen das Pech abzuwasken und et ging nicht. Det blieb ihr Leben lang blieb das Pech an erhangen. Ja, so was er damals. Und ja, dann ist eigentlich somit auch das Märchen nur zu Ende. Und dann die Märchens von den Grimmschen Brüdern, die enden ja immer so. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann lebt sie von Tage noch. Und somit sage ich dann auch nur, macht gut und gut gehen.